Nedaleč stran od Šentilja, na avstrijski strani Vinske ceste, se nahaja posebno zavetišče za medvede. Sie haben das Bärengehege ja von Ihrem verstorbenen Vater übernommen. Wie viele Bären sind jetzt in Ihrer Aufhut? Es ist so, dass ich das ganze Bärengehege im Herbst vorigen Jahres übernommen habe. Es gibt hier 13 Bären, das heißt also 3 Weibchen und der Rest sind Männchen, teilweise kastriert. Wie hat die Geschichte mit dem Bärengehege angefangen? Wann kamen die ersten Bären hierher? Das war vor mehr als 30 Jahren bereits, also vor ca. 35 Jahren war das so, dass mein Vater von einer Bekannten aus der Obersteiermark die Frage gestellt bekam, ob er nicht die Möglichkeit hätte, die Bären, die bei ihr waren, zu übernehmen. Es war so, dass sie nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat. Die finanziellen Möglichkeiten waren also nicht mehr gegeben und auch von der Größe der Gehege her war es nicht mehr möglich, die Bären dort zu halten. Und auf die Frage hin, ob mein Vater sie nehmen möchte, weil ja der Platz da wirklich schön ist, hat er sofort zugestimmt, weil er sich schon immer für die Tiere interessiert hat. Und mit Hilfe des aktiven Tierschutzes und mit Spenden vom aktiven Tierschutz sind dann die ersten Gehege, das sind diese Foren, diese betonierten Teile, also diese hier sind dann später dazugekommen, sind dann gebaut worden. Wie viele Bären waren es am Start? Das waren 3 Bären zu Anfang, die übernommen worden sind. Jetzt gibt es ja viele mehr. Vielleicht, wer ist der Älteste, die Älteste? Den ältesten Bären den sehen wir direkt hinter uns, das ist der Putz mit 38 Jahren. In der Gefangenschaft ist es so, dass die Tiere wesentlich älter werden können als in der freien Natur. Also draußen sind es so 15 Jahre oder etwas auf und ab. Und in der Gefangenschaft sagt man, dass die Bären bis zu 50 Jahre alt werden können. Allerdings, das sind wirklich sehr, sehr alte Exemplare. Und unsere Bären sind keine Bären, die ein schönes Leben in der Wildnis gehabt hätten und dann gefangen worden wären zu Schauzwecken, um sie hier auszustellen praktisch. Das sind alles Tiere, die nur hier die Möglichkeit haben, weiterzuleben. Die wären sonst dem Abschuss freigegeben worden. Das heißt, entweder sind es Bären, die zu nah an den Menschen herangekommen sind, oder es sind Bären, die in ganz unwürdigen Umständen gehalten worden sind. Beispielsweise haben wir eine Bärin, die als Hundekampfbärin gehalten wurde, das heißt also wirklich auf Hunde losgelassen wurde oder umgekehrt. Dann haben wir eine weitere Bärin, die in einer Disco zur Belustigung der Menschen dort war, die ist dann betäubt worden und man hat Zigarettenstummel angeblich an ihrem Fell ausgedrückt, also war wirklich zur Belustigung da. Das sind also alles Asylanten. Wie ist das Leben mit den Bären? Wie viel Arbeit macht es, um sie zu sorgen? Wenn man sich vorstellt, was ein Hund für Arbeit macht und das Ganze dann vergleicht mit Bären, also dann kann man sich vorstellen, dass das wirklich ein Fulltime-Job ist. Also es muss wirklich rund um die Uhr jemand da sein. Also es ist nicht möglich, dass man die dann mal einen Tag alleine lässt oder so. Das ist relativ gefährlich, wenn man sich vorstellt, die könnten aus irgendeinem Grund vielleicht auskommen. Also das kann immer passieren, dass irgendwas nicht abgesperrt ist. Normalerweise ist das mit Kameras gesichert. Und es muss wirklich rund um die Uhr jemand da sein, um sie zu betreuen. Also jeden Tag werden unsere Gehege geputzt und sie müssen gefüttert werden natürlich, das ist relativ aufwendig. Wir haben unsere Fütterungsmethode seit dem letzten Jahr umgestellt. Das heißt also tagsüber werden kleine Leckerlis, also im Gehege verteilt, also auf den Bäumen und so weiter. Das heißt also Gemüse und Honig und das wird relativ aufwendig im Gehege verteilt, damit der Bär so wie ähnlich wie in der freien Natur damit beschäftigt sein kann, also sein Futter zu suchen und nicht irgendwo einen Kübel hingestellt bekommt oder das Futter hingeleert bekommt und einfach nur frisst. Wir sind dabei, Spielzeuge zu entwickeln und Dinge zu kaufen. Also vielleicht hat man schon gesehen, also gestern haben wir so Bälle reingeworfen in die Gehege, damit die Tiere sich damit beschäftigen und diese Bälle mit Löchern und haben Futter reingefüllt und wenn er das rollt, fällt das Futter raus. Das heißt, er ist damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie das Futter aus diesem kleinen Loch, aus diesen Bällen herausfällt und kann sich so beschäftigen. Könnten diese Bären in der Wildnis überleben oder eher nicht? Nein, das ist nicht möglich. Das Hauptproblem bei den Bären, die Menschen gewohnt sind, ist, dass die wirklich immer wieder den Menschen zugehen. Es ist relativ einfach für den Bären zu Futter zu kommen. Er weiß, der Mensch ist dafür da, ihn zu füttern und ihn zu verwöhnen und er würde auch sonst wieder die Nähe der Menschen suchen. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Das Tier bleibt ein Raubtier. Nur weil er an den Menschen gewöhnt ist, heißt das nicht, dass er ungefährlich für den Menschen ist. Ganz im Gegenteil, also wirklich. Er ist ein Raubtier und er ist nicht zähmbar. Was essen die Bären konkret? Was geben Sie ihnen zu essen? Im Prinzip ist es so, dass der Bär ein Allesfresser ist. In der freien Natur frisst er, was er findet. Das heißt, Fleisch gehört wahrscheinlich nicht zu seinem täglichen
Speiseplan. Das ist auch hier so. Also größtenteils ist es Brot, und dann ist es sehr viel Gemüse, das wir aus dem eigenen Garten teilweise haben. Wir bekommen das aber auch von unseren Geschäften. Obst, wir haben eine große Obstplantage, und ansonsten sind es Fisch und Fleisch, die wir entweder von Fleischlieferanten haben oder eben aus dem eigenen Fischteich, und das sind die Dinge, die wir füttern. Honig natürlich, keine Frage, das lieben sie, das ist kein Klischee, das mögen die Bären wirklich gern. Ist Ihnen in den warmen Sommermonaten sehr heiß? Es ist ihnen jetzt schon heiß, also die baden mittlerweile vergnügt. Wir sind schon vor mehreren Wochen, als die Becken schon aufgetaut sind, das heißt, dass es einigermaßen warme Temperaturen gegeben hat, sind die wirklich schon im Wasser gewesen und haben geplanscht. Also die lieben das, die sind mit einer Freude dabei, und nicht nur in den warmen Monaten, sondern wie gesagt schon sehr, sehr früh nutzen sie die Möglichkeiten zu baden. Und im Winter halten Sie Winterschlaf? Winterschlaf in dem Sinne halten die Bären nicht, das ist eine Winterruhe. Das heißt also, der Kreislauf, der verlangsamt sich im Prinzip, also der Stoffwechsel wird etwas heruntergefahren. Winterschlaf in dem Sinne hält ein Bär auch in der freien Natur nicht. Und bei uns im Gehege ist es ohnehin die etwas abgesonderte Form. Also jetzt, als es zu schneien begonnen hat, haben sich die Bären dann in die Höhlen zurückgezogen, aber das ist alles sehr, sehr verkürzt. Also in der freien Natur sind es viele Monate, die Bären in den Höhlen verbringen, und bei uns sind es dann wenige Wochen. Und mit der Klimaänderung anscheinend wird es immer weniger. Die Bären sind, das haben wir auch heuer schon bemerkt, relativ irritiert, wenn es sehr, sehr warm ist und sie kaum zur Ruhe kommen. Also sie brauchen es, man merkt es. In der Zukunft planen Sie, sie zusammenzutun, alle. Werden Sie da aggressiv oder kommen Sie gut miteinander aus? Es ist so, dass wir nur 2 Bären in einem Gehege momentan haben, die sich bereits kennen. Das heißt, sie sind gemeinsam aufgewachsen, aus dem Grunde funktioniert. Sie sind auch kastriert beide. Alle anderen Tiere werden einzeln gehalten. Also der Bär ist von Natur aus ein Einzelgänger. Es gibt aber auch zunehmend die Tendenzen in Gefangenschaften, die Bären zu vergesellschaften, wie man das nennt. Allerdings muss man wirklich ganz, ganz genau schauen, welche Bären vertragen sich miteinander. Man muss das probieren, man kann sie nicht einfach zusammenlassen, es könnte wirklich zu gefährlich werden. Tiere, die schon zu alt sind, also die lassen das möglicherweise auch nicht mehr zu. Und an den Charakteren der einzelnen Bären, beispielsweise an unserer Hundekampfbärin, erkennt man schon, das muss man bei der gar nicht versuchen. Also die lässt das nicht zu. Also man muss wirklich probieren und vorsichtig rangehen. Und männliche Bären müssen kastriert werden, um das hinzukriegen. Sie sagten, einer der Bären wurde hier geboren. Wie ist die Geschichte dieses Bären? Es war eine Bärin, die bereits tragend gekommen ist. Also die ist uns gebracht worden, man hat uns gebeten, die zu nehmen. Und niemand hat gewusst, dass die trächtig ist. Und irgendwann hat man ein leises Wimmern vernommen, und man hat nicht gewusst genau, woher das kommt. Und plötzlich hat man dann diesen kleinen Bären aus der Höhle kommen gesehen. Er ist mittlerweile wie alt? 6 Jahre. Woher kommen Ihre Besucher? Es sind sehr viele Besucher, die regelmäßig kommen. Das heißt also, das sind Besucher aus der Umgebung, das heißt aus der Leibnizer Gegend, also aus der näheren Umgebung. Es sind aber auch immer wieder Urlauber, die Südsteiermark besuchen und dann immer wieder bei uns vorbeischauen. Also wir haben regelmäßig Gäste, die uns erzählen, dass sie jedes Jahr, wenn sie hier Urlaub machen, auch wieder kommen. Und wie vorher schon erwähnt, wir haben auch sehr viele Gäste, zunehmend mehr Gäste aus Slowenien.